Fire Emblem, das Abenteuer geht weiter. Hier mit der Nebenquest Azurblauer Zwilling. Ja, im Kampf gegen Erika. Aus des Sacred Stones sind wir hier sogar auf einer Map, die eigentlich dem Endkapitel, sprich dem großen Finale von Sacred Stones gewidmet ist. Und im Allgemeinen schlagen wir uns ganz gut. Hier, die Verstärkung ist ein bisschen doof, ich muss mal gucken, was damit so noch treibe, aber boah, wird schon. Irgendwie, kommt schon, egal. Gut. Timira ist hier, dir gebe ich ja erstmal noch ein Elixier. Und dann bin ich gespannt. Autsch. Okay, dass da unten keiner mehr kommt, das wundert mich ein wenig. Aber okay, soll mir recht sein. Ene, mene, mu und raus bist du. Schon krass, hey, die Reichweite, die ich halt hier habe mit der Kombi. Citrin Beilev. Ist das so eine Kombi, wo ich mir sagen könnte, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die behalten? Okay, nee, das lohnt sich nicht. Schicke ich euch, warte mal, macht mal so. Schnell auffrischen. Ivy Soul braucht es eigentlich nicht unbedingt, aber kann ich mal die ganzen Dinge einsammeln. Stahlbogen, ja, kann verkauft werden. Ja, ich will sowieso mehr Waffen verkaufen. Da habe ich ja in der Vergangenheit so in die Furzidee gehabt, von wegen, mindestens von jedem Item, von jedem Exemplar, beziehungsweise von jeder Sorte, ein Exemplar behalten. Wenn aber einem andererseits, naja, die Items zum Teil auch viel Geld einbringen können und man generell zu wenig Kohle hat, dann ist das nicht ganz so eine gute Idee. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt hier vorwärts mache. Jo! Der Mulak-Hier ist einfach so ein übler Bogen. Und ganz ehrlich, ich bin eh noch relativ nah noch dran. Das heißt, wird eher die man ausschalten, weil zu dem komme ich sonst kaum. Das wäre ein bisschen doof. Echo! 2 verschiedene Angriffe. Mit Seraphim. Ja, warum eigentlich nicht? Weil. Warte mal. Ich habe ja 2 von denen. Gerne magisch angreifen würde. Andererseits, warte mal, wir haben noch hier eine geile Kombi. Die zumindest mal testen. Okay, natürlich nicht, scheiße. Wird überreiten auch ein bisschen schwierig. Ja, ich wollte eigentlich hier überreiten machen, aber die stehen natürlich hier auf dem doofen Posten. Wie macht man das? Wie machen wir das, besser gesagt, am besten? Warte mal. Chloe und Leaf in der Kombi. Da muss doch was dabei rauskommen. Hä? Hat er uns angegriffen oder was? So. Will der eigentlich abhauen oder was ist los? Engelsrobe. Ah, hier entlang, Da natürlich fies, wenn er einfach abhauen würde. Na gut, ich meine, ja, natürlich schade, was soll er da machen? Ja, Kanone Feuerlanze, das bringt nicht viel.
Und hier dafür mit dem Vierfachangriff. Ja, dann wäre der weg. Da wäre schon mal geil. Da müssen Magie und Geschwindigkeit, Verteilung und Glück. Sehr gut. Damit braucht sie sowieso 2 Ziegel, um wieder zurückgestuft zu werden. Ne? Weil sie ist ja eine der Einheiten, genauso wie Louis, die ich damals relativ früh entwickelt habe. Mit anderen haben wir ein bisschen Zeit gelassen. Gut, natürlich auch noch ihn hier. Ein Koop-Angriff. Noch ein bisschen aufsparen muss. Aber ja, ihr habt den da, ich hab den. Ich könnte doch eigentlich so angreifen. Verstehe, also würden eigentlich schon eigentlich sogar klein kriegen. Dann geht doch mal hier mit Bougeron. Bougeron. Das sind Schmerzen, Freunde. Kein Koop-Schlag drauf. Ja, gegen den schon. Gegen den nicht. Hä? Okay. Mach erstmal den platt. Magie plus 3. Der ist natürlich auch nice. Ja, da kommen wir nicht mehr hin, ne? Ob ich den ihm noch anlocken könnte. Okay, stimmt sie doch. Wir müssen ihn schon gehen, wa? Wir sehen Bewegung, okay, das könnte dann vielleicht sogar funktionieren. Aber erst einmal Diamant Sigurd. Ja, muss schon hier sein, ne? Ja, komm. So, vielleicht kommt er ja, oder irgendwie vielleicht hat er ab, weil der andere, der hat das Gefühl gehabt, er müsse angreifen. Warum der das irgendwie nicht tut, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber hey.
Ja, das sieht schon besser aus mit den Koopschlägen. Rapier, Panzerbrecher. Ich bin trotzdem nicht so ganz das wahre, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe das Gefühl, gar nicht platt oder wie? Nicht verzagen, Louis fragen. Bye bye. Ja, der haut ab. Weil lustig weiß ich gar nicht, die richtig durchkommt, warum auch immer. Also dann. Heute kriegen wir wieder neue Gegner. Die sind aber wieder physisch ausgelegt. Okay, okay. Ja, ein bisschen schwierig. Ich meine, Snow kann natürlich mit ihr noch irgendwie einen Tanz ausführen. Okay. Eine gute Abwehr. Ich kann natürlich auch angreifen, ne? Das ist nicht das Problem. Aber ich kann nur einmal angreifen, das war's. Ich kann vielleicht da angreifen oder da sagen, hey, yo, Excalibur. Da kommen wir mit Faron hin. Da komme ich jetzt gar nicht hin, das heißt, mit Fugado kann ich nur den attackieren und platt machen. Hauptsache angreifen, bis er tot ist. Oh Mann. So. Kann ich mal hier hinlegen. Ich meine, hier Bündnis will aktuell nicht viel bringen. Selbst so besserer. So, jetzt natürlich die Frage, wie macht man das am besten? Rettung wäre natürlich auch eine Option. Ah, stimmt, warte mal, da geht er gar nicht mehr. Ups. Haben wir schon eingesetzt, den Move. Ja, Moment, kurz Auszeit. Silberlanze, Silberlanze, Silberlanze. Angriff von 40, der geht noch. Ich wollte mir den Move einfach später aufsparen, aber... Was willst du machen, ne? Die greifen zwar immer in der Nähe an mit einer Lanze, also mit dem Wolfsbeil könnte ich eigentlich gut kontern. Das haben wir natürlich mit dem Auge des Sturms.
So. Jetzt, wie sieht es denn hier aus? Da kann ich mit beiden immer von fern und so angreifen. Das geht. Hier sieht es ähnlich aus. Ja. Das fast schon irgendwie hier hinabhauen. Das ist das erste. Die Beine muss auch abhauen. Andererseits, wenn viel Resistenz hat und Donnerschwer und ich zum Beispiel einfach ja, hier abblocken würde, wird das schon reichen. Warum kommen wir sogar bis dahin? Ja, Citrin Beilev. Ich glaube, die Kombi behalte ich. Die gefällt mir sehr gut. Nein, schon aus dem Grund, weil Citrin jetzt nicht unbedingt so ein Charakter ist, wo man sagen könnte, ja, die kann auch viel laufen und so, den eigenen Bewegungsradius von 5, aber trotzdem halt, dank Beilev kann sie über eine riesige Fläche angreifen. Und das ist schon geil. So, wollen wir einen Dieb anlocken oder was? Ja, komm, warum nicht? Ein bisschen der Silberklinge, genau. Das macht Spaß. So, berühmt-berüchtigten Shieldbound. Damit Luiper so weit laufen kann, ey, ist voll ungewohnt. Und voll geil irgendwie. Ja, der ist weg, okay. Aber das nur weiß, in der Engelsruhe verpasst. Er hätte aggressiver vorgehen müssen. Andererseits denke ich mir, klar, in der Engelsrobe sind 5 KP mehr. Aber da gibt es durchaus Schlimmeres, was ich hätte verpassen können. So, fehlt nur noch einer da oben, wa? Der hier. Alfred Hector, mache mit Citrin Beilev. Nee, komm. Die hat's auch verdient. Ja, Alfred Hector gefällt mir auch. Aber eben da Hector halt so ein DLC-Emblem ist, werde ich ihn vermutlich jetzt nicht für irgendwie einen Endkampf so einsetzen, weil für den Endkampf will ich eigentlich nur die Story-Embleme einsetzen. Das heißt, vermutlich wird Sigurd zu ihm zurückkehren. Fragezeichen. Muss mal gucken. Ja, vermutlich schon, weil ich will ja, Diamant ist vermutlich eher mit Roy zusammen. Ne? Das war jetzt ein Test. Also Sigurd wird vermutlich zurück zu Alfred gehen und dafür Roy zu ihm. Guten Diamant. Aber ich muss alles noch ein bisschen angucken. Man kann von hier aus schon angreifen, ne? Ist halt eigentlich schon geil, die Fähigkeit von ihr. Dann vergessen Sie mit Fugada noch Emblemen muss, weil Mikayas Fähigkeit ist schon nice. Traumatool rauf für die Erfahrungspunkte. So, also hier haben wir Erika, die ist noch da drüben. Hier haben wir einen Schnitterfuzzi. Hier haben wir die, okay. Natürlich mit der Lanze, das heißt, die sind eigentlich im Waffenvorteil. Habe ich auch noch Magier. Gut, da kann ich jetzt keine Rücksicht aufnehmen. Wenn jemand, der beides blockt, das habe ich jetzt hier auch nicht im Petto. Immer selber Problem, ja? Überall selber Problem.
Das heißt, er muss eigentlich hier hin, aber vielleicht eine andere Waffe nehmen. Wobei, vielleicht klappt es ja. Ist das nicht gebrochen, die Waffe? Ja, mach mal hier, weil er kann er noch ausweichen. Zurück zum Andung. Mit Tiki, nee, eigentlich eher weniger, wenn er sein darf. Michael Lucina, den hätte ich gerne nochmal. Speed 16, also ein magischer Angriff von 45, hey, lecco mio. Ja, der wird wehtun. Der wird sehr, sehr wehtun. Okay, Schwein gehabt. Ja, jetzt kommen sie. Und Verstärkung natürlich auch. Trotzdem, ich muss erstmal Erika platt machen, weil der Rest bringt sonst nichts. Einer weniger. Erika hat sich also für die Seite entschieden. Das heißt, solange ich jetzt hier eigentlich außerhalb der Reichweite bin, muss ich mich einer gar nicht darum bemühen, sich um Platz zu machen. Ne? Wir haben natürlich hier die ganzen Magier, die ich dringend loswerden müsste. Zwillingsschlag, Schaden 48, ja tschüss. Arrivederci, Sayonara, goodbye. 47, Zwillingsschlag. Was ist los mit dir? Ja, ich glaub's auch. Sag mal, was ist los mit der? Erika, was soll das? Bloß eine Chance, die Magier näher zu mir ranzuholen, aber... Natürlich hätte es auch irgendwie auf Distanz gehen können nochmal, aber sehr weit käme ich eh nicht. Mein ganzer geht doch Erika momentan nie im Leben platt. Macht ja mal annähernd guten Schaden. Nee, ich müsste wieder weglocken, beziehungsweise Erika natürlich auch. Und die Magie hier auf der Seite auch, weil sonst ist das ein Selbstmordkommando. Ja, komm, vergiss es. Das machen wir anders. Aber der muss weg, das stimmt, der ist mir ganz zu nah dran. Dann hätte der da
ein bisschen weiter weg angreifen könnte. Da kommen die ganzen Mages, das ist mir alles so doof. Gut, wenn die das Gefühl haben, sie müssen sie angreifen, würde ich sagen, viel Spaß dabei. Warum eigentlich nicht, der sollen doch alle kommen. Aber mal Fraktur einsetzen. Ups. So. Wenn die nachher alle auf sie losgehen, wie gesagt, da machen wir gar keine Sorgen, weil mit Elfenlicht, die kontert alles. Die sind auch alle zu langsam, die kann jetzt zum Teil sogar doppeln. Präsenz habe ich auch genug. Klar, sie machen ein bisschen Schaden, da ist klar. Dürfen sie von dem her auch ruhig. Elfenwind ist natürlich fies, hier oben. Ja, Elfenwind ist fies, aber ich komme da nicht irgendwie näher ran. Also, außer natürlich den ganzen Zorn jetzt zu sehen. Ein Tier mit Lynn und so. Ein Astralsturm hätte, wäre was anderes. Michael, alles abblocken ist auch doof. Luna kann ein bisschen abblocken, das würde auch noch gehen zur Not. Das Chloe müsste erstmal weg hier, weil das bringt da sowieso nichts mehr. Kann man einfach den mal dort belassen. Ich sehe schon mal da, Diamant-Sieger müssen weg. Denn wie gesagt, da bringt nichts. Und hier ist halt die Frage mit dem Bündnis von euch beiden, ob man da noch was reißen kann. Plus 3 Resistenz, das eigentlich zu wenige mehr noch sind. Und vor allem stehe ich da voll im Feld drin. Okay, geht auch nicht. Ah, ist doch alles gerade scheiße, Leute. Also wahrhaftig. Und allen abhauen und hoffen, dass nichts passiert, oder was? Und auf ihre guten Dinge hoffen. Ausweichkünste und so. Ja, muss ja was, weil sonst... Also, der bringt hier gerade nichts. Tatsächlich ist leider so. Kann man noch hier hinstellen und hoffen, dass er irgendwie ausweichen kann. Bühnes ist zu früh. So, also der kommt nicht weg. Die könnten irgendwas versuchen. Könnte aber vielleicht ein bisschen schwierig werden. Hier muss es definitiv weg, weil ich habe keinen Bock auf Erika. Nicht zu dem Zeitpunkt.
Bündnis mit dem großen Opfer würde ich nachher gerne machen, aber wie gesagt, erst später. Das ist dann noch ein bisschen verfrüht. Hier Silberlanze und Schnitter. Das kann was werden, Freunde. Der Junaka, der ist da, gab eine große Hoffnung. Problem ist nur, sie killt gerade alle Leute. Uff. Okay, Erika kommt danach. Das soll mir fürs erste recht sein. Natürlich auch cool, wenn es irgendwie brechen könnte oder verlangsamen könnte oder so. Dazu gleich mehr. Die sind jetzt alle hier. Die gehen da irgendwie nicht weg, wa? Okay, perfekt. Das heißt, die kann ich mir jetzt alle schnappen. Adios! Recht hat sie. Das ist Timira. Dann, nächste Steuerfolge zugleich. Machen wir mal den hier. Gut, ich meine, es ist ein Meisellanze. Er wird ja wohl kritten. Master Louis. Wellivel. Also, natürlich noch ein bisschen näher ran. Dann muss ich jetzt mal gucken. Jo, ihr könnt mit engagen. Bin ich in der Konstellation tatsächlich sehr froh drum. Den Plan oder den? Giga-Donnerschwert. Mal nicht so viel Damage, wie ich gehofft hatte. Das ist gerade doof. Hä? Mein Donnerschwert macht mehr Damage? Okay, nevermind. Warum fragen wir überhaupt? Der wäre zwar auch eine Option, aber ganz ehrlich, der hat gerade nur Elfenwind und sonst die Fäuste, die er einsetzen könnte. Beide machen jetzt nicht so viel Damage. Mal lieber erstmal ihn platt. So, ich komme da noch näher ran. Das ist gerade ein bisschen doof, aber shit happens. Michael kommt näher ran. Diamant Sigurd. Können nicht engagen, sind also eigentlich erstmal ein bisschen zumindest nutzlos. Ja, ihr könnt heilen, das will ich aber eigentlich anders machen. Einfrieren, da war noch was. Nur 56. Eieieiei. A little bit wenig. Der Faktor mir nicht viel bringen. Ich glaube, da bin ich mit ihr besser bedient, nicht da einfach angreife. Oder auch nicht. Ein Kombi geht's nicht.
Ja, der macht nicht viel Damage, müssen wir erstmal treffen. Machen wir erstmal hier. Schönes Ding, Michael, schönes Ding. So. Hier noch so ein Typi mit dem Silberschwert, aber eben den Krieger hat nicht gekillt. Mit dem Bündnis vielleicht schon. Teleport Ragnar, den spare ich mir auf für nachher. Wie sieht es denn hier aus? Ich weiß nicht, ich will eigentlich Echo einsetzen. So separate Angriffe. Macht trotzdem so wenig Damage. Ja, du bist aber zu langsam, Hortensia. Der Move macht auch zu wenig Damage. Ah, hier ist gerade ein bisschen doof, Süße. Gerade ein bisschen doof. Warte mal, Silberschwert. Gegen Yunaka, Chrom, Michael, Lucina, Diamant. Okay. Ja, es war die falsche Waffe leider. Aber ansonsten habe ich ja physische Truppen hier. Da würde gehen soweit. Dann muss sicher gehen einfach reinfrieren. So. Das Problem gebannt. Jetzt haben wir den noch, einen Schnitter und den da. Also muss ich erstmal hier schon wieder auf die Flucht gehen. Leider, geht nicht anders. Bündnis, Bündnis und die Fähigkeit einsetzen. Ja, wird langsam mal Zeit dafür. Fogado, der Göttliche! Gab früher auch mal mehr Punkte, hä? So einen schönen Stab Erholung. Der ist natürlich auch wichtig, dass er den Erholungsstab hier jemanden geben, der schon Mekaya hat, weil die Kombi wäre dann ein bisschen doof. So, Hortensia, Selika, das passt noch. Ich ziehe auch mal so eine Schussbange da raus. Ich müsste einfach irgendwie... Ah, doof. Rettung. Jemanden retten bringt jemand gar nichts. Ich müsste auffüllen. Aber das ist gerade auch ein bisschen schwierig. Hä, mit dem Rapi kommst du bis zu ihr hin. Bis zu ihm natürlich, Entschuldigung. Der muss einfach raushauen und mal gucken, was passiert. Ich kann ständig abhauen, Freunde. Au. Okay, aber jetzt gar keinen Bock auf die Verstärkung. Ganz kurz, ich will nochmal, weil Kampf gegen Erik hätte doch gerne Animationen drin. Ah, was mache ich da? Das ist doch... Ganz ehrlich, wenn man ganz ehrlich sein muss oder will, war das von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil Erika nach links ging, statt nach rechts. Hä, hatten die für Defense-Werte? Hallo? Können Sie zumindest brechen. Da wäre schon mal etwas.
Ich habe einen Rettungsstab hier. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie sagen, okay, cool, holen wir schnell Alfred zurück. Fünf, das ist auch viel. Wobei es natürlich jetzt kluger gewesen wäre, direkt einen anderen Typen Platz zu machen. Hier wird ja auch ein Rettungsstab. Ja? Also die Kombi, die wird sogar funktionieren irgendwie. Ah stimmt, gebrochen ist ja schon. Stärkung, ja gut. Da braucht es zwar schon, warte mal. Mache ich gerade irgendwie etwas falsch irgendwie? Mal ganz kurz so mal versuchen. Meinst du, es ist nur jetzt gebrochen? Es ist nicht irgendwie betäubt oder so? Deswegen. Ja, okay, warte mal. Glaube ich überhaupt noch? Ladung noch 6. Okay, das muss fürs erste reichen. Versuch's nochmal so. Vielleicht komme ich irgendwie näher an ihn dran und sonst muss er wirklich weg. Das muss er da dran glauben. Weniger wegen Erfahrungspunkten, sondern einfach nur als Prinzip. Nee, das sein soll. So, er haut ab. Oh, sie macht schon ordentlich Damage bei ihr, hä? Cool. So. Frage, mache ich hier sogar den doppelten quasi. Das wäre eine Idee. Warte mal. Erika hat so und so viele Felder. Genau, ich wollte dann näher rangehen. Das heißt, warte mal. Okay, hier hin, mach Stab. Super. Ja, scheiße. So, genau. Jetzt muss sie zurückkommen, oder wird sie ziemlich sicher. Weil will sie sonst hin? Währenddessen die noch platt machen oder nicht? Das ist jetzt hier die gute Frage. 3 Verstärkungen nach. Okay, muss erstmal hier unten abblocken. Welcher Move war denn jetzt der? Hä? Ach so, der geht auch auf die hintere Fläche. Ups. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich unbedingt will.
Aber ja, hier kann er erstmal bleiben. Ja, jetzt müssen wir mit denen runterkommen, ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Ganze Waffen, Silber, Schnitter, Schwert, die haben alles. Nur natürlich nicht die Waffen, die ich nicht gerne hätte, ist klar. Spüre meine Kriegeraxt oder Silberaxt? Krieger, Silber, Silber. Was willst du? Wie willst du sterben? Schmerzhaft? Okay. Der Name ist Boucheron. Junaka Chrom ist natürlich eine geile Kombi, gar kein Thema. Nur das mit dem Giga-Donner-Dingsbums, das läuft mir nicht so ganz ein, wenn ich ehrlich bin. So, wird langsam vorne, wird langsam. Dann, ja, was nicht anders gehen, muss man da runter. Alter, kritischer Sandsturm. Zumindest nenne ich es immer so. Meister Lanze, das ist kein Waffenvorteil, der hat zwar einen Schnitter. Ne. Trotzdem zu gefährlich. Ups, ich sehe gerade. Ich war da kurz. Entschuldigung, ich war kurz gemutet. Ich wollte gerade einen Schluck trinken. Ich habe kurz gesehen, gemutet. Doof. So wie das hier ungefähr. So, perfekt. Jetzt hier hinstellen. Oh, das klappt auch mit Mannlocken und so. Der kritische Donner. Du, ganz ehrlich, Erika, wenn du jetzt wirklich so doof tust, dann muss ich einfach sagen, okay, sorry. Aber nicht mit mir. Ich meine, ich bin hier unten, ne? Mann, Mann, Mann. So. Sammeln wir uns alle hier, weil sie muss ja runterkommen.
Also ich hoffe es zumindest. Da die Zeit eigentlich 50 Minuten. Na, länger als eigentlich ursprünglich wollte. Super. So. Weiß ich keinen weiteren irgendwie einsetzen könnte. Ich habe noch ein Teleport-Ding. Da muss ich Michael schon näher ran, da ist so. Ja komm, er soll da unten bleiben und sich um die kümmern. Ich habe keinen Teleportstab. Könnte ich mir theoretisch einen holen? Warte mal. Ich bin ja direkt hier. Oh, ist Rang B natürlich. Mann. Wer hat Rang B? Wir haben den Coop-Ding hier sparen, wa? Nee, kaum ist was, dann lass uns ganz normal, weil das bringt so nichts. Also Louis kann zwar ruhig da unten warten, da ist kein Thema. Aber hier oben, da bringt es jetzt irgendwie wieder... Nee, Erik soll einfach näher kommen, fertig. Wer ist denn also der Engage-Bereich nachher? Also Lucina, den verliere ich leider nachher. Das weiß ich so. Den hier hinsetze auch mal zum Gucken. Irgendwie gut kontern könnte. Schildbau kann ich mal sparen, aber egal. Also trotzdem mal. Das klappt soweit auch. Ja, wir gucken mal. こんな場所ででも嬉しいです最初から私たちは対等で Windschwert, interessant. Kriten kann er nicht mehr, hat er verlernt. Okay, also er hat ein Schwert, das heißt im Prinzip erst einmal mit einer Lanze angreifen, um zu brechen.
Mhm. Da könnte theoretisch Diamant in Front angreifen, wenn man so will. Halt die Trefferquote, und das, obwohl es einen Bruch hat. Und ja, wir haben die Korbschläger von Michael, aber trotzdem ist es ein bisschen, ich weiß auch nicht. Creepy? Passt das? Ja. Die Frage, greife ich mit dem Bogen oder lieber mit dem Ding an? Ich fühle der Bogen immer die bessere Waffe. Seitier bringt mir jetzt hier nicht so viel. Also doch schon, aber nicht das, was ich nicht wollte. Aber Well wäre natürlich etwas. Das ist der falsche Zeitpunkt für den Move. Ich meine, den Korbschlag muss ich jetzt sowieso richten. So. Und jetzt könnte ich doch hier Bündnis. Nicht mit dem großen Ei-Tier, sondern. Welche Waffe war schon wieder? Mit Urwan reingehen. Der erste im Bunde wäre Yunaka. Nur wieder krass, wie stark die Embleme sind. Ich kann sagen, was du willst, aber die hauen schon rein. Hätte gerade noch das Level Up nötig. Ja, am ehesten Alfred, ein Hector. Also beim Alfred, Hector ja weniger. Sehr schön. Eigentlich geschafft, Freunde. Meine Güte. Sind schon bei einer Stunde. Aリークはお兄さんのことをとても信頼されているのですね。あ、いえ、そんなことはあるかもしれません。そうなんですか？意外、私も A リークに頼ってばかりですけれど。私はただこれまで助けていただいた分、あなたたちの助けに慣れているならこんなに嬉しいことはありません。私こそA リークに助けてもらってばかりであなたこそもっと自信を持ってください。もっと自分の力を信じた方が良さそうですね。そうみたいですね。
これからもよろしくお願いします。こちらこそ。あなたならきっとこの世界を救うことができます。 Lange ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr so in dem Thema weitermacht, sind wir echt noch lange dran. Max Band Level freigeschaltet. Bis Level 20 ist jetzt möglich. Sehr schön. Ja, Zurblauer Zwilling. Ja. Ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, wo ist eigentlich Ephraim? Heißt, es gibt nochmal ein Kapitel mit ihm? Wäre irgendwie übel. Egal. Freunde, wir haben es geschafft. Nächste Folge erstmal zurück nach Somniel. Also wir werden natürlich offscreen ein bisschen was vorbereiten, ne, ist ganz klar. Das heißt, ja komm, wir machen es so. Die Items hier einsammeln, das mache ich offscreen. Weil so ist meistens eh irgendwie... Obwohl, warte mal. Komm, jetzt sind wir ehrlich, wir haben schon so voll wieder Überlänge hat, also quasi überzogen, bis zum Geht nicht mehr. Da kann ich jetzt locker ganz kurz die Minute noch machen hier. Ist eh nicht viel, was sie haben. Stahlbaren, sehr schön. Da haben wir gequatscht mit Erika. So, können wir raus, weil sonst hat sie nichts mehr. Und eben, ich werde in Somniel erst einmal noch ein bisschen was vorbereiten und mir überlegen, was wir machen können für die nächste Folge. Das heißt auch ein bisschen rumlaufen, Items einsammeln. Und ansonsten würde ich sagen, nächste Folge, sich bei Chloe gucken, ob ich da mit Leaf noch irgendwie ein Bandlevel, also generell die Bände mit den Emblemen, noch ein Gespräch was wir haben. Und dann vielleicht auch schon sogar mit Yuna einen Wechsel vornehmen. Also einen Klassenwechsel halt. Eine Wolfsritterin, die halt mit Schwerten umgehen kann, schon mit Äxten. Wir werden sehen. Oh, wir haben da oben sowieso was Neues, Boutique, alter Brunnen, neue Items, Was sonst noch ein Gespräch? Wem ist denn das? Hortensia. Ja, Bandgespräche war klar, da stand ja was, aber Unterstellungsgespräche auch? Ah ja. Ja, vielleicht machen wir noch kurz die Gespräche hier. Also Michael Hortensia und Citrin Chloe. Weil Citrin Fram können wir uns eigentlich vorher noch sparen. Banddinger sicher, gut, da gibt es noch eins, aber okay. Reicht ja auch. Für neue Waffen oder so mal noch mitnehmen? Ja, wir gucken mal. Aber ansonsten war es ein erfolgreiches Kapitel. Auch mit den Items wie Rettung und so weiter. Bin ich froh, dass sie dabei hat, weil sonst wäre es eklig geworden gegen Erika. Eklig geworden. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Oh yeah. Bye bye.